An der heutiger Situation, wo et lo Klimakris gëtt mat der Drschentheet, an wo den Problem ass vun den Düngermittel, die ganz daier gesinn, also gewëssen Stresstest lo fir d Bauuren, ass dann du bei de Biobauer méi resistent, méi resilient an der Geschicht wie de konventionelle Bauer, well méi onofhängig ass vun der ganzer Sach oder ass den selwicht betraff. Also vun der Klimakrise war es selwech betraff. Aber op der anderen Seite ticht den hëlleft awer net mat Klimakrise verstärken. Ich mein, Biobauer setze kein chemisch synthetisch Düngeren an, so dat ze also ganz energieeffizient schaffen. Ja, das richtig. Das heißt, was den Bereich von den Düngemitteln betrifft, geht der Biobauer Manner Suen aus. Das heißt, geht am Prinzip für chemisch synthetische Dünger ja gut kein aus. Geht aber dafür für andere Sachen mehr Suen aus. Aber ja, mehr so, muss seine Flaschen anders bewirtschaften. Und das hat auch gewisse Kostenpunkte. Das heißt, hat ein fruchtvolles die wesentlich mehr ausgeprägt ist wie an einem konventionellen Betrieb. Und auch das, wie gesagt, hat aber einen Kostenpunkt an dem Sinn, dass er nicht 3x100 nie weiß möchte und dann mit Mais führt, so dass er nicht da, lass mal so, so kostenfrei wäre in der Hinsicht. Ich meine, du hast wirklich keinen Unterschied mehr, wo aber vielleicht dann den Unterschied ist, an der Resilienz, also was der Klimawandel angeht. Du hast auch mehr Studien, wo bewiesen ist, eben, dass Biolandwirtschaft insgesamt mehr klimaresilient, dass es besser aufpassen kann, wenn er schon lange besser vergleicht, Struktur von den Betrieben, Biobetrieb ist meistens mehr divers abgestaltet und mehr verschiedene Betriebszweige und hat mehr ein großes fruchtvolles, geht auch nicht, nicht eine andere Fruchtfolgestoff, oft eine andere Bodenqualität, eine Bodenfruchtbarkeit und das mischt das Ganze eben mehr resilient, das heißt, kann besser auf Klimaveränderungen reagieren, aber das natürlich auch davon betrifft. Auch in einer Biolandwirtschaft braucht man in Zukunft Sorten, die besser können man da drschen ins gehen an. Also das hat der Biobauer genauso wie der konventionelle Bauer, aber insgesamt ist er vielleicht schon besser darauf vorbereitet, weil dann nicht so die ja, wenn eine extrem Wettersituation zum Beispiel ist, dann hört der Fleisch der Boden den besser gegen die Erosion geschützt ist, weil sie dauernd begringt ist. Das kann natürlich auch über konventionellen Betrieb, wenn das anscheinend schmeckt. Also das ist gar nicht, sag mir, insgesamt von den Sachen vergleicht mit den Zöllen, ist mehr resilient wie den Fleisch- und traditionellen Betrieb.